Ich... Im Fall, wenn mich das... Also ich glaube, wenn mich das vor ein paar Jahren gefragt hätte, hätte ich gesagt, nein, never. Es gibt kein Soulmate. Das gibt es einfach nicht. Es gibt wie so einfach nur Abschnitte. Also Menschen, die du für einen gewissen Lebensabschnitt hast. Aber in letzter Zeit hatte ich mega oft so Begegnungen mit Leuten, die ich mega nicht gut kennt habe. Und es hat wie geklickt, gerade von ab Sekunde 1, als ob ich die schon ewig kennen würde. Und wo dann mega schnell auch richtig neu in mein engeres Umfeld hineingewachsen sind. Und ich finde, dadurch hat es mir wie so auch gezeigt, so, es gibt schon einfach so etwas, was man sich nicht erklären kann, ob man es jetzt Soulmate nennen oder nicht. Ja, das ist jedem selber überlassen, würde ich sagen, und jeder Person selber überlassen. Ja. Ja und nein. Eigentlich schon. Ich habe das Gefühl, manchmal ist es so ein bisschen, ich weiss nicht, wenn weißt du, dass jemand das ist. Das ein bisschen. Aber ich würde mal mir sagen, ich fände es schön. Ich fände es schön, wenn es das gibt. Und vielleicht zum Beispiel habe ich jetzt meine schon kennengelernt, ich weiß es nicht. Aber ich glaube, wenn man ihn findet, eben, man sagt es ja, wenn man ihn findet, dann weiss man sofort. Ich hoffe es, ich glaube fest daran und ich freue mich darauf, wenn ich das herausfinde. Weiß nicht. Weiß nicht. Irgendwie schon, aber irgendwie auch nicht. Also ich habe Menschen, ein Mensch, wo mir mega verbunden ist, wo ich könnte sagen, das wäre so mein Seelenverwandt. Aber gleich habe ich das Gefühl, so, du kannst nicht deine Emotionen mit dem anderen teilen. Du kannst sie teilen, indem du es sagst oder es spüren lässt. Aber du kannst nie die andere Person in dich hineinschauen lassen, wie du wirklich empfindest. Und das finde ich halt so, darum ist es ein bisschen schwer zu sagen, so Seelenverwandte, weil dann müsst ihr so wirklich genau spüren. So zum Beispiel, man sagt im Geschäft mal Kopfweh. Das ist so ein Beispiel. Der Chef glaubt zum Beispiel nicht, aber er kann eben nicht spüren. Er kann die Schmerzen nicht spüren, die man hat. Ja. Ja, ich glaube sehr, sehr fest daran, dass jemand einen Seelenverwandten hat. Und ja, ich glaube, die Person kommt auch nicht, wenn man die Person sucht, sondern die Person kommt einfach in der Zeit, wenn sie muss kommen. Ich hatte öfters jetzt Begegnungen mit Leuten, die ich auch vor kurzem neu kennengelernt habe, lustigerweise vor ein paar Tagen. Und ich denke, wenn sich so eine gewisse Verbindung aufbaut, bevor du den Menschen überhaupt kennenlernst, also es fängt schon bei einem «Hoi, hallo, wie geht's» an, und du schon merkst, wie sie oder er tickt, je nach Typ. Es kann auch eine Frau, es kann ein Mann sein. Und dort merke ich noch amix, dass es von Anfang an quasi wie, ich sage, es Funken gibt. Und dann denke ich mir, gut, auf lange Zeit könnte das etwas wie ein Soulmate sein. Aber das ist natürlich alles unverbindlich, weil den Menschen zuerst kennenlernst. Aber ich habe das Gefühl, ein Seelenverwandter oder ein Soulmate hat in meinem Leben auf jeden Fall. Ja, ich habe schon immer wieder in meinem Leben das kennenlernen. Und ich würde alles verwetten, meinen ganzen Besitz, mich selber, dass es Soulmates gibt. Dass man es aber nicht wahrnimmt, gerade 100%, sondern dass man spürt und aber durch das viel Schreiben, viel so mit Social Media und all dem ganzen Zeug geht einiges kaputt, weil man zu festes Bild hat. Aber Soulmates gibt es und es gibt viel mehr, als man denkt. Ja, was ist schon die Definition von Soulmate? Ich finde, ich definiere jetzt nicht so eine Person als mein Soulmate. Das würde ich glaube auch nicht machen. Aber es sind sicher von Grund auf Menschen auf dem Planet, die auf der sehr gleichen Welle, auf der gleichen Schwingung wie ich funktionieren und fühlen. Und so halt, wenn man so sagt, so, der ist mit mir oder die ist mit mir auf einer Wellenlänge.
So, das ist, glaube ich, für mich so die Art von Soulmate. Darum definitiv ja, aber nicht, dass es der eine bestimmte Soulmate ist, wo mich genau ergänzt oder wo genau gleich wie ich ist. So. Es gibt sicher mehrere, die sehr fest mit mir viben. Ja, natürlich. Ich habe ganz Haufen Soulmates. Ja, das sind alles Energien und ich glaube schon, also so gerade in meinem Freundeskreis sind alles mega Leute, die zusammen haben müssen kommen und sich zusammen müssen verwirklichen auf jeden Fall. Ich glaube nicht direkt an Soulmates. Ich glaube sicher so an Beziehungen, die einfach funktionieren, also einfach klappen, die wie nicht füreinander bestimmt sind, aber die wie logisch sind, dass sie funktionieren miteinander. Also so, ich glaube nicht so an Schicksal und an eine Bestimmung. Ich glaube mehr an Zufall. Darum direkt an Soulmates glaube ich nicht. Aber ich glaube, dass es Seelen gibt, die einfach sich gegenseitig anziehen. Ja? Und wo man fast machen kann, was man will, und es funktioniert einfach. Und ja, ob das jetzt Soulmates sind oder nicht, ist vielleicht schwierig zu sagen. Ich will es einfach nicht so aus bestimmt füreinander anschauen, sondern mehr so aus es passt halt einfach perfekt und per Zufall hast du vielleicht die Person gefunden. Vielleicht hast du auch mehrere Soulmates in dem Sinn. Und ja, aber so an eine Bestimmung oder an Schicksal oder so glaube ich eher weniger.